Paulus war mit seinem Freund Silas unterwegs. Sie hatten das Ziel, überall von Jesus zu erzählen. Das hat ein paar Leuten gar nicht gefallen und sie haben beide im Gefängnis einsperren. Aber der Paulus und der Silas hatten gar nicht Angst. Sie haben fest auf Gott vertraut und gewusst, dass er sie auch hier im Gefängnis nicht vergessen wird. Das darfst du dir auch merken. Gott passt gut auf dich auf, egal wo du bist. Du kennst sicher Situationen, wo es einfach keinen Grund zur Freude mehr gibt. Vielleicht haben deine Geschwister oder deine Freunde dich enttäuscht. Oder vielleicht musst du etwas Schwieriges machen und weisst einfach nicht mehr weiter. Und irgendwie verlierst du ein bisschen deine Freude. Aber gerade in diesen Situationen kannst du von Paulus und dem Silas lernen. Hör mal, was passiert ist. Paulus, wir sind eingesperrt worden, weil wir von Jesus erzählt haben. Das Gefängnis dünkt mich schon ein bisschen gruselig. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, es stinkt hier. Ja, es ist wirklich kein schöner Ort hier. Und was du sagst, Silas, das stimmt. Die Welt kennt Jesus nicht. Anstatt dass sie auf das hören, was wir ihnen erzählen, sehen sie in Jesus immer noch grossen Find. Aber weisst, Gott hat immer noch das letzte Wort. Er sieht hier hinter die dicken Gefängnismauern. Vergessen hat er uns sicher nicht. Komm, wir vertrauen ihm. Wir schauen auf zu Gott und lassen unsere eigenen Sorgen hinter uns. Das ist ja wie im Worship. Komm, Paulus, wir beten und singen Lieder zu unserem Gott. Das hilft mir, von meinen Sorgen wegzuschauen. Das ist eine gute Idee. Gott ist gut, er kennt mich ganz genau. Darum sag ich's laut, let's go! Wenn du fragst, er hört. Wenn du suchst, er ist da. Wenn du klopfst, dok, 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 dok. Gott tut dir Türen auf. Wenn du fragst, er hört. Wenn du suchst, er ist da. Wenn du klopfst, dok, 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 dok. Als die zwei so am Singen waren, hat die Welt plötzlich angefangen zu hudeln. Ein Erdbeben. Paulus, schau, die Mauer bricht ein. Komm ein bisschen weg hier, sonst vertätschst du den Stein noch die Fuß. Das Gefängnis ist so stark geschüttelt worden, dass die Mauern anfangen einbrechen. Eigentlich hätten die Gefangenen jetzt flüchten können. Sie haben sich aber entschieden, das nicht zu machen und haben zum Gefängniswärter gesagt: Wir sind alle noch da. Du musst nicht Angst haben, dass du ein Problem bekommst, weil wir alle abgehauen sind. Das hat der Gefängniswärter sehr überrascht. Er hat nämlich schon Angst gehabt, dass er dann verantwortlich ist, wenn alle Gefangenen geflüchtet sind und dass man ihn wegen dem hätte ins Gefängnis geschossen. Er hat gemerkt, dass der Glaube an Gott, den der Paulus und der Silas haben, ihnen viel Kraft und Mut gibt. Darum hat er sich gefragt, was er echt machen muss, damit auch er ein gläubiger Christ werden kann und die Ewigkeit im Himmel verbringen darf. Der Paulus hat ihm gesagt: Los, glaub einfach an Jesus, dein Herr, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Was für eine wunderbare Antwort! Der Gefängniswärter war so dankbar und mit Freude gefüllt worden. Er hat Paulus und Silas zu sich eingeladen und hat ihnen alles gegeben, was sie für ihre weitere Reise gebraucht haben.